Auch diese Woche sind wir wieder in einem Theater vorbeischauen, und zwar sind wir in Binningen gewesen, beim Theater Poltrone. Sie haben jetzt 2 Wochen lang den Götti-Chum gespielt, das hier im katholischen Kirchgemeindezentrum in Binningen. Und ich habe mitgekriegt, die Leute haben es wahnsinnig lässig gefunden. Ich habe jetzt an dieser Stelle mir erlaubt, den Regisseur zu schnappen, das ist nämlich der Tom Müller. Tom, gerade mal eine Frage zum Anfang. Ich habe vorher gesehen, du hast deine Leute aufgewärmt. Es dunkelt mich, da legst du mal richtig viel Energie drin. Was ist das für eine Aufwärmtechnik gewesen? Ja, die habe ich selber erfunden. Es ist eine Mischung aus Sprachübung und darstellerischer Übung. Ich nenne das Vocations, von Vokal und Emotions. Das ist meine Erfindung. Fliegenpilz! Fliegenpilz! Das ist gut. Jetzt seid ihr aufgedacht. Genial. Jetzt, was hast du denn erfunden, um das Theater Poltrone so spielfreudig auf die Bühne zu bringen? Die Leute sind mit so einer wirklich grossen Freude am Werk. Ich glaube, was ich dazu tun kann, ist dass ich das einfach liebe, was ich da mache, und das nicht mache, weil ich denke, ich will ein besonders toller Hecht sein dadurch oder selber dafür Anerkennung will. Ich bin dann schon stolz, wenn sie es gut machen. Das ist ja logisch, ne? Das ist im Übrigen der Dani, ne? Und der ist ein super guter, oberguter Musiker und Komponist und Arrangeur. Und zwar einer der besten, die ich je gesehen habe. Ja, bleiben wir schnell bei dir, Tom, weil du bist ja ein genialer Regisseur. Nein, das ist jetzt erzähl mir mal, was ist der Unterschied zwischen einem Lustspiel und einem Schwank? Das habe ich noch nicht ganz geknackt. Oder ist es dasselbe? Ist es ein Synonym? Hä? Gibt es da einen Unterschied? Nein, ich meine, wahrscheinlich ist das Lustspiel beliebig und hat eventuell, also beliebig in der Qualität oder in dem Anspruch im Intellektuellen, und der Schwank sagt von vornherein schon, pass auf, ey, jetzt wird gelacht und weiter nix. Könnte doch sein, oder? Eigentlich schon, also es ist mir so vorgekommen. Jetzt, was mich sehr erstaunt hat, war die Tatsache, dass normalerweise in diesen Theatern kleine Bühnenverhältnisse herrschen. War das eine weitere Herausforderung, diese Größe der Bühne da wirklich auszufüllen, dass das Klick-Klack auf der Bühne hin und her springt? Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Bis zu so einer mittelgroßen Bühne wie hier, die schön groß ist es eigentlich am angenehmsten. Im Gegenteil, eine winzig kleine Bühne schafft ungeheure Schwierigkeiten, weil wenn man dann zu 9 da steht, Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Entschuldigung, hallo. Ne? Also hier so eine Bühne mit, was haben wir, 8, 9 Meter breit oder so, ist eigentlich ideal. Jetzt habe ich bei mir den Bruno Heuberger. Bruno, du bist da mittlerweile der Mann hinter den Kulissen. Du bist schon bereit, drinnen wird gespielt. Du hast mich aber vorher gerade schnell angesprochen und gesagt, Dani, weisst du überhaupt, wie das Theater Poltrone entstanden ist? Jetzt möchte ich dir doch gerne die Gelegenheit nochmal geben. Erzähl mir das bitte. Ja, das ist relativ einfach. Vor etwa 30 Jahren sind wir am Robbyplatz Binningen gewesen. Wir, die Älteren. Unsere Golfer sind noch klein gewesen. Und dann sind die grösser geworden und sind nicht mehr auf dem Robbyplatz, aber die Alten sind geblieben. Wir haben dann ein 3-tägiges Robbyfest gehabt, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann haben die Alten dann noch einen Sketch gemacht, haben Theater gemacht. Und das ist so gut angekommen, dass da noch einer auf die Idee gekommen ist, jetzt machen wir eine Theatergruppe. Und seither läuft das da. Jetzt, was hast denn du erlebt in all diesen Jahren? Ich habe am Anfang gesagt, früher hast du selber mitgespielt, jetzt bist du heute eher ein bisschen hinter den Kulissen. Was ist dir am meisten geblieben? Was magst du dich noch erinnern? Das war eine ganze coole Geschichte gewesen. Der erste, ich habe mitgemacht, eine Doppelrolle gehabt, haben müssen, im Stock Schaukelstuhl, habe ich müssen, Büromensch spielen, also der Chef vom Fundbüro und Polizist. Dann hatte ich einen Hänger gehabt. Und dann hat die hinten das Auflösen immer gesagt, weiter. Und ich denke vorne, ja, weiter, gib mir mal ein Stichwort. Und die immer noch gesagt, weiter, weiter. Und ich habe gedacht, ja Kopfdeckel, wie kommt jetzt das Stichwort? Bis der Kollege nebendran gesagt hat, du Lust, machen wir weiter, und hat mir einen Schutt gegeben. Und das Stichwort war weiter. Dümmer kann es da nicht passieren, oder? Und hat sicher auch ein Lachen produziert im Jahr, wie man jetzt hier im Hintergrund gerade gehört. Es ist jetzt Pause und wir lassen ihn wieder gehen. So, jetzt pflücken wir uns hier noch eine Schauspielerin aus. Bei mir ist Beatrice. Beatrice, sag mal, wie viele Jahre machst denn du da schon mit? Ja, ich weiss es nicht einmal mehr recht, aber ich glaube schon über 20.
Und wie geht's dir so, wenn du jetzt mit den Leuten zusammen schaffst? Ich weiss von dir auch, du hast mir mal geschwärmt, dass sie eine tolle Arbeit. Was erlebst denn du in der Probe mit deinen Gespänli? Ja, wir lachen natürlich viel. Manchmal müssen wir auch ein bisschen uns ärgern, wenn es nicht so gut läuft. Aber schlussendlich haben wir es gut zusammen. Und das ist eigentlich das Tolle an der Arbeit. Was ist denn das Anspruchsvolle daran? Ich meine, man sagt ja, es ist Laientheater, aber ich denke, wenn jemand sich drin hineinfühlen, was es bedeutet, so ein Stück zu lernen, dann ist es schon wieder an der Grenze von Laien. Dann ist man schon halb ein Profi. Ja, ich denke, ganz viel hat auch dort die Regieanteil dran, weil sie so viel aus uns rausholen und uns so Tipps geben, die wir umsetzen können. Und ich denke, das macht es aus, was so kützelt, immer wieder ein Stück anzugehen. Du hast jetzt den Regisseur angesprochen. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Tom erlebt? Also ich habe sie immer toll erlebt. Man muss ihn ein bisschen kennen. Und er uns natürlich auch, aber er kann sehr viel aus uns rausholen und das finde ich super. Okay, gehen wir noch auf die Zukunft ein von Tom. Was steht an? Wo bist du am Werken? Welche Stücke laufen zurzeit, die du auch inszeniert hast? Ja, jetzt darfst du mal. Wie viel Zeit hast du? Ja, komm, leg los, sonst geht die Zeit weg. Nein, im Augenblick habe ich einen total schönen Mix aus. Das ist einerseits Poltrone hier, dann ganz neu war ich auch sehr aufgeregt letzten Donnerstag, oder diesen Donnerstag war Premiere. Ich bin der Neue in der Basel-Deutschen Bühne. Und da gibt's auch einen schönen Neuanfang und das läuft sehr, sehr gut, macht großen Spaß. Und zum Wie heißt das Stück, das ihr da aktuell spielt? 37 Asichtskarte, Basel-Deutsche Bühne überm Lohnhof. Donnerstag, Freitag, Samstag, manchmal auch sonntags. Neuerdings gibt es sogar Karten übers Internet für die Basel-Deutsche Bühne. Das ist ganz neu dieses Jahr. www.baseldicibini.ch. Darüber kommt man dann zum Ticketvorverkauf. Total schöne Sache. Und dann mache ich auch noch als schöner Kontrast auf Burg Rötteln, seit 3 Jahren dann jetzt mittlerweile oder jetzt zum 3. Jahr dann eine riesengroße Festspielproduktion. Das ist dann wirklich eine große Bühne, beziehungsweise 2 große Bühnen, die bespielt werden. Vor 2 Jahren Sommernachtstraum, dieses Jahr Jedermann, nächstes Jahr was Lustiges. Grosse Kiste Theater mit dem Tom Müller hier in Basel und Umgebung. Gehen Sie schauen und genießen es. Kann ich noch was sagen? Klar. Der Danny ist so ein geiler Musiker.